Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig. Und jetzt liegt es an uns, aus dem widerlichen Ripper-Tempel hier rauszukommen, weil das ist ranzig. Und ja, also Taschenlampe im Anime, großartig. Wir verfügen nur noch über Stiefelmesser, das ist das, was die uns wahrscheinlich hier geworfen hat, die Lisa. Medizinisch verfügen wir so ziemlich überhaupt gar nichts. Und an Ablenkung haben wir immerhin einen Stäh, woher auch immer der dann kriegt hat. Naja. Okay, das ist jetzt erstmal wieder klassisch, wie in viele Spiele. Erstmal wieder unsere Ausrüstung kriege. Der Arm sieht auch ganz schön eklig ramponiert aus. Das ist hässlich ohne Ende. Carlos alias Jesse hieß er, glaube ich. Das ist auch wieder eine Woche her, dass ich gespielt habe. Hat ja angefangen, die Tattoos auszubrennen. Lisa! Ist weg. Ich nehme mal an, das war ein Aussteiger oder einer, der rausgeworfen wurde, weil dem sei MC-Tätowierung auf dem Rücken total am Arsch war. Deswegen vermute ich einfach, dass der aus dem MC ausgestoßen wurde. Und mal ursprünglich dazugehört hat. Stirb! Drecksau! Hat der sich doch gerade an der Leiche vergangen? Okay, ich glaube, die haben mich gesehen. Alter, wie räudig das hier aussieht. Oder verkloppen die gerade einfach irgendwelche Leute willkürlich? Liebe mich! Ach, verreck doch, du Arschgeig! Okay. Der ist anscheinend schon tot oder bewusstlos. Wenn ja, oder die Aare dabei auf bei der Bewusstlosigkeit. Das ist auch eine Kunst. Jo, also wie gesagt, zu Carlos, das wird wahrscheinlich so ein ehemaliges MC-Mitglied gewesen sein. Durch Sons of Anarchy habe ich auch gelernt, wenn die aussteigen, dann, okay, ist natürlich zu. Dann werden die Tattoos entweder geschwärzt und wenn die nicht geschwärzt werden, tja, und der MC sieht, dass die Tattoos immer noch tragen, da wird es entweder abgeschnitten oder rausgebrannt. Ach, ich spüre so einiges, vor allem Hass auf euch. Ah, doof bist du. Arschgeigerig. Stirb! Hier ist ein Weg. Ach, das sind anscheinend hier potenzielle Rekrute, die so lange gefoltert werden, bis sie den Weg finden und alles toll ist. Und nee, Andi, nicht do you know the way. So, damit hören wir mal ganz auf. Das nervt mich ohne Ende, falls du das zufällig siehst. Okay, ich glaube, jetzt sind wir hier soweit erstmal durch. Jeden eklige Winkel in der Drecksbude gemacht und abgegrast. Die versuchen es halt so gut wie möglich wie ihr Freaker-Nest aussehen zu lassen, ne? Obey the was? Ah, Exalted Ore. Ja, du mich auch. Ja, nett. Schälen Sie sich eingerichtet. Den Innenarchitekt würde ich mal gern kennenlernen. Und immer noch mit einer potenziellen Rekrute, die dort hängen an ihre Handgelenke. Das ist sehr reizend. Okay, immerhin nur an der Handgelenke und nicht am Hals. Dazu noch dieses Psychogelaber. Echt stimmig. Das ist richtig nett hier. Drecksack. Frisst der grad? Ah ne, das ist ein Freaker, den sie hier eingesperrt haben. Okay, es steht mich aber auch nicht wundern, wenn das ein Ripper wäre. Aber so wie es aussieht, ist es wohl ein Freaker, den die sich halten. Ja, wie gesagt, sie versuchen so gut wie möglich Freaker zu imitieren und ihnen nahe zu sein. Oh, da hängen auch wieder 3 an der Handgelenke. Stirb. Nicht schlecht. Spüre die Leere des einen Geistes. Und da hinten ist anscheinend auch noch so ein Sausack. Ja. Okay, hat mich gerade erwischt von Rippern. Irgendeine Sau hat mich erwischt. Ganz bezaubernd. Also, mir gefällt es hier richtig gut. Bitte nicht nochmal von ganz von vorne. Okay, immer hier. Immer hier. Das untere Stockwerk hätten sie mal schon arg gerechnet. Jetzt soll ich aber fix und zügig hier vorgehen. Und hier sollte ich nicht so lang rumhocken. Tschüssi.
Spüre es! Niemals! Wir gehen jetzt erstmal hier in Deckung. Weil entweder hat der Kasper da hinter mich gesehen, denn ich eh nicht dran. Moment, ich habe immerhin noch mein... Ah, ja, es sind sogar 2 Kasper. 3. Ach du Scheiße. Okay, dann sollte ich doch vielleicht dringend weg. Und mich um den Sauhansel hier kümmern. Der Lack- und Lederriffer. Sieht ein bisschen aus wie der Homungus aus Mad Max 2. Komme ich hier durch? Ja, sieht wohl so aus. Ja, und dieses Spüre es und lass dich leiten vom einen Geist, das hat irgendwie so diesen Subtext, liebe mich. Wer die American Dad Folge mit Fuzzy kennt, wo Stan unbedingt will, dass der Hund ihn mag, der Kleiner. Okay, bei denen komme ich nicht durch, ohne erwischt zu werden. Die ein Freaker hier, den sie wohl abbeten. Ja, wo Stan dann dem Tier beweisen will, dass er der Alpha ist. Und Roger ihn abspenstig macht und dann einfach den Hund verkloppt und dann heulend zu dem Hund zurückguckt. Liebe mich! Herrlich. Okay. So, dann schnell raus hier aus dem Scheißloch, weil alle können mal ihn... Alle können mal ihn töten, finde das Lagerfeuer. Und in unserer jetzigen Verfassung können wir es nicht mit mehr als einer M-Ripper aus dem Hinterhalt aufnehmen. So, dafür ist die gerade viel zu sehr am Arsch. Und hat auch sein Equipment. Hallo, mein Freund. Okay, 2 Dappische. Da schwanken auch noch welche rum. Ich bin es jetzt einfach mal ausprobieren. Das ist ein Feuer, das kann man doch nicht verfehlen. Ob die grenzdebil genug sind, das nicht zu checken. Ja, die sind grenzdebil genug, das nicht zu checken. Dass ich doch gerade Nachbar abgemurkst habe. Mir soll es recht sein. Sind die auch grenzdebil genug? Nee, die stehen sich gegenüber. Das, ja, die checken es schon. Die sind... Okay, Moment. Oh, das ist dumm. Kuckucks. Okay, das war etwas dumm. Ich habe immer noch meinen Stern als Ablenkung. Darf ich und nicht vergessen. Hoffentlich finde ich es jetzt auch wieder draußen. Wo zum Teufel ist das Feuer? Okay, dann machen wir das anders. Okay, die sind irgendwie total drauf, die Typen. Die schmeißen wir mal in die Richtung. Ich seh mal nach. Das ist ein Feuer, das kann man doch nicht verfehlen. Dann murksen wir die Scheißtypen nochmal ab, weil da sind sie wirklich zu grenzdebil, um das zu checken. Was? Das hat aber beim ersten Mal wunderbar funktioniert. Okay, da müssten wir nochmal gucken. Wo zum Teufel ist das Feuer? Aber beim ersten Mal hat das doch hervorragend funktioniert. Vielleicht muss ich mich aber einfach da entlang schleichen. Dass ich die Typen erst gar nicht abmurksen muss. Einfach nur weg. Das ist ein Feuer, das kann man doch nicht verfehlen. Das ist ein Einzelner. Den kriegen wir hier. Tschüss. Herrgott, Diek. Okay, Auf die Befreiung. ne. Die Befreiung könnte euch sonst wo hier schieben. Da ist sie. Das sind meine Sachen. Finde da eine Ausrüstung. Okay. Na dann probieren wir es doch einfach mal. Da ist auch wieder so ein Widerling. Weißt du was? Für dich haben wir doch was. Gehen wir in die Richtung. Ein Stein. Ein Stein. Muss ich haben. Hier! Er ist hier!
Da dachte ich mal, ich könnte mich arschleichen. Mhm. Ja, Sneaky Yankee ist ziemlich scheiße, würde ich mal sagen. Okay, immerhin fängt es hier wieder an. Das ist doch nicht schlecht. Danke, Spiel. Das finde ich eigentlich echt ziemlich gut und lobenswert vom Spiel, das so zu halten. Okay, der Typ ist jetzt auch weg. Komme ich hier rein? Okay. Wir gucken noch mal, ob Typen hier sind. Nur außerhalb. Wir versuchen es einfach mal durch die Häuser zu schleichen. In der Hoffnung, es möge so funktionieren. Ah, da geht's auch wieder raus. Okay, da muss ich wahrscheinlich eh durch. Aber ich mag hier nochmal gucken, ob es was zu flattern gibt. Und ich muss echt sagen. Was muss ich dann echt sagen? Ja. Genau, es hat sich gelohnt, das Ganze zu skiller. Apropos Skiller, ja. Fertigkeitspunkte habe ich gerade, Kenny. Aber es hat sich echt gelohnt, das zu skillen, dass ich sehe, wo sich Männle hier aufhalten. Das hat es echt gebraucht. Wirklich. Das ist gerade in solchen Situationen abartig hilfreich. Sieht wohl so aus, als könnte ich hier rein. The Lost will fall. Ja, das sieht auch sehr einladend aus. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass es hier wäre. Da ohne tanzt irgendeiner in seinem Drogewahn rum. Also Shahens ist hier generell Eigericht. Gefällt mir richtig. Aber nee, jetzt mal ohne Scheiß, abseits der Food, dass es halt wirklich das allerletzte Scheißloch ist, wo die hier hausen. Muss ich sagen, es ist vom Ambiente her mega geil gemacht. Es gefällt mir persönlich ultra gut, wie die das hier eingerichtet haben. Und wie das einfach wirkt. Es wirkt total psychopathisch am Arsch, wie von Droge-Junkies im absolute Heroinwahn entworfen. Das ist einfach nur mega geil gemacht. Und ich muss sagen, die Musik untermalt das auch richtig gut nochmal. Also mir gefällt's hammermäßig. Ich finde es einfach nur geil gemacht. Okay, der taumelt da hinten irgendwo rum. Wasserarschloch. Das nehme ich. Das ging aber schnell mit dem unsauberen Würgegriff. Ich habe mal eine Frage. Was soll das Ganze? Hä? Ihr holt euch Leute hierher, macht sie irre, stehlt ihr Zeug. Und dann was? Nehmt alles und werft in das Feuer da draußen, ja? Scheiße, Mann. Oh, hallo. Ja. Ich habe noch eine Frage. Meine Kutte. Was? Meine Kutte, meine Lederjacke, meine Scheißjacke. Wer hat sie? Weiß nicht. Okay. Halt, halt, halt! Er ist weg! Hat es genommen und ist einfach weg! Komm zu uns! Also, jetzt mal ohne Scheiß, Kehleschnitt ist meiner Meinung nach Neva Verbrenner so ziemlich das räudigste und widerwärtigste, was es gibt an Tod. Aber nur meine persönliche Meinung. Okay, jetzt habe ich meinen Scheiß wenigstens wieder. So, dann basteln wir noch schnell einen Verband. So. Jetzt komme ich mit der Scheiße auch richtig gut zurecht, würde ich mal sagen. Oh, leck. Also Munition ist eher schlecht. Munition, Perversion und so. Ja, die nehmen wir uns, wenn möglich. Die Baseballschläger-Axt. Das ist nämlich jetzt als einzig brauchbare Zeug, was wir so haben. Ups. Mir fällt gerade ein, das habe ich bisher auch noch nie wirklich benutzt, das Fernrohr. Okay. Was haben wir denn da? Er ist vor kurzem hier weg. Hol dir deine Mongrels-Kutte zurück. Ja klar, also ein Biker kann selbstverständlich ohne Kutte nirgendwo hingehen. Das ist seine Identität. Das ist seine Zugehörigkeit. Und ohne die Kutte ist er niemand. Vor allem, wenn er sie verloren hat an Leute und sie sich noch nicht zurückgeholt hat. Also die Kutte bedeutet für ein MC-Mitglied so ziemlich alles. Die sind frisch. Hoffentlich hat der Wichser das nicht verbrannt, der es geklaut hat, weil das macht Deke wahrscheinlich so richtig stinkig. Okay.
Okay. Alles klar. Jetzt wird es wahrscheinlich scheißegal sein, oder? Wenn ich ertappt werde. Weil jetzt kann ich mich ja wieder richtig wehren. Ich probiere trotzdem mal relativ unauffällig zu sein. Man will ja nicht die ganze Streitmacht von Ripper auf dem Hals haben. Okay, dann locken wir die Berauschte mal in die Richtung. Bin mir gerade nicht sicher, ob ich... Ja doch, die Baseballschlägerachse ist zumindest mal ausgewählt, ne? Okay. Also die Spuren locken mich zumindest mal in die Richtung. Leise. Oh, leck. Oh, leck. Okay, das sind noch so ein paar zugedröhnte. Okay, die checken sowieso nichts mehr, die Typen. Ich weiß, wir probieren es jetzt einfach mit Abteilung Attacke. Dann sehen wir ja, ob das was bringt oder nicht. Okay. Okay. Alles klar. Ich muss nach wie vor still bleiben. Mist. Ja. Okay. Dann machen wir das nochmal. Wir heilen uns gleich voll. Wo lang? Er ist vor kurzem hier weg. Dann machen wir das jetzt halt nochmal langsam und heimlich. Frisch. Ja, die Spure sieht man nur sehr schwach, finde ich. Aber sie decken sich mit dem, was die weiße Punkte auf der Karte zeigen. Okay, dann hier lang. Oh, hier ist dicht. Dann einmal hier. Ganz leise. Und etwas heimlich, wenn möglich. Gerade mal gucken, ob sich das jetzt gerade nochmal ob sich das jetzt gerade mal mit der Spur deckt. Jo, da sehe ich welche. Also es führt wohl offensichtlich in die Richtung. Attraktoren kann ich nicht herstellen, habe ich Zutaten, genauso wenig für Rauchbomber. Na gut, dann müssen wir vorerst wohl dabei bleiben. Wir gehen in die Richtung, weil hier sind Ripper. Und nähern uns dann auf die Art und Weise. Probieren die Typen mal in die Richtung hier zu schmeißen. Na? Geht mal in die Richtung, ihr Kadaverfürste. Ich probiere es leise. Ja, es hat irgendwie geklappt. Da ist er. Hey. Tu mir einen Gefallen. Zieh das Ding aus. Wir tilgen deine Seele. Ach, Steig hinab, Arschloch. Herrgott, Diek. Pfui Deivel. Okay, jetzt ist er komplett. Jetzt kann er auch sich verzwitschern. Okay, aber er hat keine Lederkutter, sondern eine Jeanskutter, sehe ich, ne? Das ist nicht aus Leder, das ist aus Jeansstoff. Na gut, Munition und Scheißdreck Hämmer nimm hier. Ist aber nicht so wichtig jetzt. Irgendwie muss ich jetzt halt rauskommen aus dem Dreckslader. Vor allem der Typ nimmt die Kutte, nur um hier rumzudormler. Das ist schon ein bisschen strange, die Typen. Ah, das sind wieder die zwei Kasperköp. Kommen wir zufällig da auch raus? Natürlich nicht. Wäre ja sehr einfach. Okay, das sind zu viel von deiner. Ich probiere es trotzdem, den Ende still und leise zu murksler. Oh, okay. Rette Lisa vor den Rippern. Die wird wahrscheinlich gerade mal wieder misshandelt. Ja, ich sehe es schon. Das sieht nicht gut aus für sie.
Nee, die Position spricht für überhaupt nichts Gutes. Komme ich da durch das Scheißloch? Ja. Jetzt bist du dran, um es mal im Gothic 2 Jargon zu sagen. Du wirst nie einen gefunden. Ein knapp, miese Drecksau! Lisa, hör mir zu. Okay, du hast mich befreit. Hier ist es nicht sicher. Komm mit mir, bevor... Nein! Schön, dann komm nicht mit, aber du musst sofort von hier weg. Sonst töten sie dich. Hast du mich verstanden? Ja. Los! Okay, pass auf. Lauf so schnell du kannst. Meide die Straße und bleib auf keinen Fall stehen. Los. Oh Mann. 71% in Stücke gerissen. Kehre zum Iron Ridge, Ausgangspunkt zurück. 80%, du bist jetzt in Sicherheit. Also Lisa tut mir höllisch leid. 69% bleibt bei deinen Freunden. Gut, 3 Medikits, 2 Rohrbombe, 3 Mollys. Oh, und Munitionskiste. Oh yeah. Jetzt machen wir Rambazamba endlich. Und das soll wohl nur noch 4 Minuten von der Episode bleiben, aber scheiß drauf, jetzt gibt's Rastakans Rambazamba hier und das ganz ohne Hearthstone. So. Wir sammeln uns zum Erwachen. Ja, du gammelst dich zum Bewache, du Widerling. So. Okay, das war jetzt dumm. Ich hätte natürlich zweimal machen können. Immer hochladen und dann nochmal aufrahmen. Ja, egal. Okay, scheiß drauf. Jetzt kann ich hier aufrahmen, denke ich. Ich denke, jetzt war's das mit Heimlichkeit. Und jetzt kann ich auf alles ballern, was Narbe und Glatze hat. Hörst du mich? Usa, wenn du mich hören kannst. Es ist Skizzo, er hat mich reingelegt. Nennen wir es mal reingelegt. Die Ripper Boost, sie kommt. Du musst Iron Mike warnen. Okay. Nasa Rivla. Kehr zu deinem Bike zurück. Okay. Wo ist es? Das ist nicht mein Bike. Aber wir nehmen einfach mal so Ripper Bike. Besser als gar keins zu haben. Und wir verzwitschern uns hier vom Geländer. Das heißt du nicht, dass ich hier jeden Ripper killen muss und jede Munition verballern, die ich habe, ne? Und wenn du schon zufällig ein paar Bikes rumstehen, kann ich mich ja bedienen. Kreischer ist nicht gut, somit können sich die Ripper rumschlagen, wenn sie das wollen. Ich brauche mein Bike. Das hat natürlich kein Lachgas installiert. Na, klasse. Wird das Yankee in den 2 Minuten bis zum Episodenende noch schaffen? Ich glaube eher nicht. Ich muss zu meinem Bike zurück. Ja, das weiß ich, Geek. Das versuche ich dir zu organisieren. Okay, das sind noch jede Menge von den... Oh, aua! Eine Schrotflinte noch auf mich geballert hat. Das hätten wir gern, ne? Oh Gott. Kommt das Ding überhaupt der Hügel hoch? Dann schafft man das ohne in der ersten Gang zu schalten. Ja, okay, das Bike ist mir jetzt sowieso scheißegal. Das kann ich ja zu Schrott fahren. Ich muss nur irgendwie heil A kommen. Das ist... Autsch. Oh oh, das kriegt doch Horder. Nee, ein einzelner Freaker. Haben sie da mein Bike hier? Autsch. Was Na ist gut. das? Okay, der wird auf jeden Fall keinen Spaß mehr mit dem Bike haben. Wir gehen hoch. Skizzo überreden lassen. Ach, ich bin so ein Idiot. Ich hätte es wissen müssen. Okay, das sind Das Skizzo jede mich Menge. verarscht. Nett. Ah, das ist noch Ripper. Das war ein gezielter Kopfschuss. Gammelt hier hinter mir noch irgendwas rum? Nö. Hier macht nur irgendwas anderes noch schöne Geräusche, aber... Ah! Hallo, mein Freund. Moment. Adieu, mein Freund. Wer macht dann hier die schönen Geräusche? Ja, wer macht dann hier die schönen Geräusche?
Du machst die schönen Geräusche. Ja, keiner macht die so schön wie du. Autsch. Hau ab. Geh weg. Aber jetzt weg. Also umarme lass ich mir ja noch irgendwie gefallen, aber das geht ein bisschen zu weit, Gretel. Wir müssen ihn schneiden. Ich geb ja gleich, wer hier geschnitten wäre, musst du. Statt des Tattoos hätte Jack dir die Gurgel verschnitten, Jesse. Deckungsfeuer! Wie ich mir das gedacht habe, ja. Der Präsident hat das Tattoo weggeschnitten vom Rücken. War mal ein Mitglied vom MC, wie ich gesagt habe, am Anfang von der Episode. Und Jack scheint ja wohl der Präsident vom MC gewesen zu sein, ne? Und der hat dann beim Ausstieg, Rauswurf, was auch immer, anscheinend die Tätowierung rausgeschnitten. Herzlichen Glückwunsch. Aber ich würde sagen, ihr liebe Leute, wir sind eh kurz hier vor Checkpoint. Ich habe es zwar nicht ganz bis zum beigepackt, aber hier eignet es sich perfekt für einen Cut. Und deswegen gehe ich in den Pausebildschirm, dass dann noch irgendwas Blödes passiert. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Days Gone auf Pelzig. Also machen's gut, bis du hier wieder Iron Yankee.